Herzlich willkommen zur nächsten Station auf dem Passionsweg. Und hier werden wir gemeinsam den Abendmahl Wein trinken. Ich lade dich ein, das bereit zu machen, damit du das mit uns feiern kannst und so auch erleben kannst, diesen neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Maria, du musst es mit ansehen, wie Jesus gefoltert wird. Und was haben sie nachher mit Jesus noch gemacht? Ja, diese Geiselung, die hat die ganze Fleischstücke aus seinem Körper gerissen. Und danach hetzten sie Jesus durch die Volksmenge und trieben ihn auf einen Berg. Dort schlugen sie Nägel in seine Hände und in seine Füße. Und dann richteten sie das Kreuz auf. Du warst mit dabei. Hat Jesus dich auch gesehen in diesem Moment? Ja, und kurz zuvor hat ein Mann hinter mir gespottet. Anderen konnte er helfen, doch sich selber nicht. Und genau in diesem Moment sah mich Jesus an. Es war genau derselbe Blick wie damals vor 2 Jahren. Weißt du, ich war die verlorenste Person, die du dir vorstellen kannst. Ich hatte 7 Dämonen in mir und niemand wollte mich anschauen, außer Jesus. Und er hat mich in der Dunkelheit gefunden. Er hat damals ein Wort gesprochen und ich wurde frei. Jesus hat mich gerettet, obwohl ich es gar nicht verdient hätte. Und Wie hat Jesus reagiert auf den Mann? Jesus sagte am Kreuz: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich erinnere mich gerne an diesen Moment auch, dass es ja eigentlich schon einen Bund zwischen Gott und den Menschen gab. Ja, damals hat doch Gott mit Mose und dem Volk Israel einen Bund gemacht. Aber wir müssen leider ganz klar sagen, dass die Menschen von ihrer Seite her den Bund nicht erfüllt haben. Und wenn ich von den Menschen spreche, spreche ich nicht einfach von den Leuten damals, ich spreche von mir. Dieser erste Bund, diesen Bund, der auf meiner Gerechtigkeit beruht hätte, dass ich erfülle, was Gott geboten hat, dieser Bund hat nicht funktioniert. Ich habe versagt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um mir das vor die Nase jeden Tag zu halten. Weißt du, ich habe etwas gemerkt. Wenn es um Gnade geht, dann habe ich so wirklich meine Mühe, das wirklich anzunehmen. Ich habe so eine Sache, die mir immer wieder passiert. Und zwar, wenn ich so nach der Arbeit oder am Sonntag nach dem Predigen oder was auch immer ich gemacht habe, in so einen langen Arbeitstag habe, dann ist es immer, bevor ich nach Hause gehe, habe ich noch eine Routine, die mir gar nicht gefällt, nämlich ich muss noch meine Jacke, meinen Schlüssel, meinen Badge, meine Hose, meine Schuhe oder was auch immer nochmal in diesem großen Gebäude suchen. Und jedes Mal bin ich so zornig über mich selber und denke, warum kann ich nicht einfach meine Dinge an den richtigen Ort legen, damit ich das schnell wiederfinde?
Und das sind so diese Momente, auch manchmal wurde ich so zornig auf mich selber, dass ich hätte mich schlagen können, ich wollte mich strafen und so. Und genau in so einem Moment, wo ich wieder so streng mit mir selber war, habe ich plötzlich so eine feine Stimme in mir gehört, die gesagt hat, was fällt dir ein, so streng mit dir selber zu sein? Wenn einer streng sein dürfte mit mir, dann wäre es Gott. Er hat sich aber entschieden, am Kreuz noch zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kann nicht selber so streng mit mir bleiben, so verurteilend und gleichzeitig in der Gnade leben wollen. Und Gott ruft uns hinein mit dem Abendmahlwein auch, dass wir sagen, Jesus, wir leben aus deiner Gnade heraus. Und ich möchte dich einladen und gerade dieses Thema streng mit dir selber sein, dich selber zu verurteilen. Wo merkst du selber noch, dass da ein Stück weit dieser alte Bund immer noch in deinem Herzen etwas lebt, wo du sagen musst, Jesus, ich gebe es zu, ich bin nicht perfekt, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber ich akzeptiere, dass du mich gerettet hast und gnädig bist mit mir. Ich möchte dich einladen, jetzt dieses Weinglas zu nehmen oder Traubensaft oder was auch immer du hast. Und ich lese nochmal die Bibelstelle, ich lese sie aus Markus 14. Dann nahm Jesus einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn seinen Jüngern, er reicht ihn heute dir. Und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Und dann sagt Jesus noch, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes mit dir trinken werde. Wir können nicht selbstgerecht, streng mit uns selber verurteilend sein und gleichzeitig mit Jesus am Tisch sitzen und den Wein der Gnade nehmen. Darum lade ich dich jetzt ein, und es braucht dich vielleicht Mut, dass du heute wirklich auch sagst, ich akzeptiere die Vergebung und ich gebe das Recht, mich selber zu verurteilen, ab in die Hände von diesem Jesus, in diese Hände, die durchbohrt wurden von diesen Nägeln. Und Jesus, wir legen heute unsere Selbstverurteilung, unsere Strenge mit uns selbst, unsere Härte auch zu uns selber legen wir ab. Das Recht, über uns zu urteilen, hättest du gehabt und du hast dich entschieden, gnädig mit uns zu sein. Wir danken dir, dass dein Blut vergossen ist zur Vergebung für meine Sünden und zu einem neuen Bund zwischen mir und Gott, beruhend auf Gnade zu stiften. Danke, Jesus, für dein Blut. Amen. Wie befreiend ist es doch anzunehmen, dass Jesus dir und mir vergibt. Komm, wir beten Jesus gemeinsam an. Komm, wir gehen auf die Knie oder erheben unsere Hände und ehren Jesus für das, was er gemacht hat. Er hat ein neues Fundament der Gnade in unserem Leben geschaffen. Danke, Jesus. Wer formte Raum und Zeit? Wer schuf das Sternenkleid? Wer nennt die Welt sein Eigentum? Wer schrieb die Sinfonie? Perfekte Harmonie. Ein Gott, der wahre Liebe ist. Du großer Gott, du bleibst bestehen
haben mich zuerst geliebt, gewann mein Herz und hält mich fest. Mein ganzes Leben lang wirst du mein König sein. Für immer singt mein Herz dir zu. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an, ein König, der für du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an, den König, der für immer bleibt. Und wenn ich einmal gehe und angekommen bin, wenn deine Liebe mich empfängt, dann werd ich erst verstehen, wie endlos du mich liebst und stimme ein in dieses Lied. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an, den König, der für immer bleibt. Oh, oh, oh. Dir gehört mein Lob für immer. Oh, oh, oh. Dir gehört mein Lob, oh, ich bete dich an. Oh, oh, dir gehört mein Lob für immer. Dir gehört mein Lob.